Und macht mal die Übung mit diesen täglichen Views und gehen mal schauen in den Analytics, machen wir es als letztes noch. Also ihr jetzt gesehen, das wäre jetzt, wenn ihr in die Analytics schauen würde, kann es zum Beispiel sein, dass jetzt ein Song irgendwo da ist, weil es gibt halt, ihr könntet euch alle Songs anschauen. Jetzt verschiedenfarbige Songs, müsst ihr sehen, sind wie so verschiedene, die verschiedenen Farben repräsentieren wie so ein individueller Song. Da gibt es vielleicht einen, der ist halt recht auf Sparflamme, ist halt gar nicht gut am Laufen. Dann gibt es einen, der ist super low, ist vielleicht einer von den neueren, der noch nicht so bekannt ist, aber langsam am Wachsen. Und auf so Sachen müsst ihr jetzt achten. Das ist jetzt eben, darum schaut man sich lieber nicht die Alltime, die Gesamtstreams an, sondern die täglichen Streams, weil da jetzt, wenn ihr da jetzt würdet sehen, okay, da ist jetzt eben Woche 1, sagen wir, Woche 2 nach Release, Woche 3, Woche 4, whatever, oder? Und gewisse von diesen Songs sind halt schon länger aus als andere. Wenn man sich jetzt die täglichen Streams anschaut, wird man vielleicht halt merken, dass der unten in lila, haben wir jetzt noch gesehen, oder der unterste Song, wo halt vielleicht einer von den neueren ist, oder so der zweitälteste, oder vielleicht auch der dritte, den man schon länger released hat, dass der jetzt langsam am Wachsen ist, mit täglichen Streams und aufgeht. Und nicht alle verhalten sich natürlich so, weil wenn der Rot auf dem absteigenden Ast ist und auch der Grün, dann wäre es jetzt einfacher oder wäre es jetzt gescheiter, anhand von der Signal, von den täglichen Streams, dass man halt den lila Song, jetzt wenn man nach dieser Farbe geht, dass man halt den lila Song wieder in die Kommunikation mehr aufnimmt. Und das ist nichts anderes als das, dass man sich einfach die täglichen Streams anschaut und wie so ein bisschen versteht, welcher von diesen Tracks wird mehr konsumiert als der andere Song, den man irgendwie gerade hat. Und vielleicht hast du halt eben die das jetzt ausprobieren wollen oder die dort ein bisschen rein wollen, schauen in eine eigene Analytics-Tool. Vielleicht hast du halt 2-3 Songs, die im Umlauf sind jetzt. Und man kann sich schon anschauen, okay, welcher von diesen Songs hat halt am meisten konsumiert. Also gesamthaft, eben die All-Time-Streamzahl. Aber es muss nicht heißen, dass das vielleicht auch der Song ist, wo man am ehesten pushen muss. Also mit pushen meine ich dann kommunizieren muss. Im Normalfall, sage ich jetzt einmal, ohne dass ich da jetzt den tief Analytics muss anschauen von den meisten Künstler und Künstlerinnen da draussen, im Normalfall ist es meistens der, wo der most popular ist, in dem Streaming-Artist-Profil, wo zuoberst oben meist beliebt, oder es gibt ja auf Spotify, aber auch auf Apple Music, der beliebteste Track ist halt auch meistens der, den du kommunizieren jetzt, so längerfristig. Aber die Übung mit diesen täglichen Streams ist jetzt auch sicher gut bei einem Track, wenn du halt nur einen Song release hast bis jetzt oder 2, macht das jetzt nicht so viel Sinn, weil du pushst halt gerade den, den du vor dir hast, sozusagen. Aber wenn du dann irgendwann einmal in so einem Stadium bist, dass du einen Katalog hast und du hast irgendwie, lass es 8 bis 10 Tracks sein, dort werden wir dann merken, dass wegen dem sage ich dann eben, nicht die vorherigen Releases ignorieren, ab dem Zeitpunkt, wo ein neuer Release rauskommt, weil der neue Release vielleicht, oder der aktuellste Release ist vielleicht nicht immer der, der am krassesten kommunizieren und pushen sollte. Am Anfang, wenn er dann rauskommt, wenn er released wird im ersten Wochenende, kann ich schon verstehen, dass Leute das nachher pushen, aber es kann sein, dass in deinen Analytics angezeigt wird, dass der Song, wo Anfang Jahr rausgegeben hast, also der Song vor 3 Songs, also einer von den vorherigen Songs, vielleicht eine höhere Daily Konsum hat, also einen höheren täglichen Streaming-Konsum, und dass man vielleicht eher den in der Kommunikation mehr in den Vordergrund und vorne holen sollte. Darum All-Time-Streams sind schön und gut, kann man sich auch noch weiter anschauen, aber ich kann einfach mal die Idee bringen oder so in den Kopf, dass er das mal testet und die Übungen mal selber machen, dass er euch ab und zu jetzt auch die täglichen Streams anschaut. Man kann halt nachher beides machen. Die Königsdisziplin ist halt nachher, dass man herausfinden, natürlich mit denen, die halt
most streamed sind, also die am meisten All-Time-Streams haben, plus aber auch die höchste tägliche oder wöchentliche Konsumation haben, also Streaming, Anzahl Streams, dass man halt dort dann die richtigen Singles auswählt aus dem und das richtige Pushen tut. Und aus dem kommt halt das, für die das ein bisschen länger verfolgen, dass ich da halt amigs gebracht habe, ja, es ist halt nicht immer der aktuellste Song, ist die Single. So, es ist, man sollte sich den Katalog anschauen oder die gerade im Umlauf sind, die Tracks. Und dann wird man vielleicht merken, einer von denen hat vielleicht die Woche 5 oder 6 gesehen er vielleicht eine Aufwärtskurve dort. Und vielleicht solltest du jetzt wieder vorholen und anfangen zu pushen, weil dort kommen plötzlich neue tägliche Hörer und Hörerinnen dazu. Und tägliche Streams bedeutet nichts anderes als, dort sind halt tägliche Hörer dahinter oder Hörerinnen, auch Leute, die natürlich das auch mehrmals hören können. Also es kann auch eine Person sein, die das natürlich mehrmals pro Tag hört. Aber wenn sich natürlich die täglichen Streams erhöhen, kann man dort auf die Idee kommen, okay, es kommen bei diesem Song aus irgendwelchen Gründen kommen mehr tägliche Hörer und Hörerinnen zurück, die hören und kommen jetzt zum Beispiel auch mehr dazu, wenn er würde sehen, dass es dort eine Aufwärtskurve gibt in den täglichen Streams und dann kann man halt so einen Track wieder vorholen.